Ja, ein herzliches Willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um die evangelisch-methodistische Kirche und ich bin stolz und froh darauf, einen kompetenten Gesprächspartner zu diesem Thema bei mir zu haben. Es ist Pfarrer Walter Gabbathöl. Walter, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Walter, du warst viele Jahrzehnte aktiver Pfarrer in der evangelisch-methodistischen Kirche. Kannst du kurz etwas zu deinem Werdegang bitte sagen? Ja, was kann ich dir sagen? Mein erster Beruf war Drogist. Also was ganz anderes. Etwas ganz anderes. Nach meiner Schulzeit habe ich eine 4-jährige Drogistenlehre gemacht und nach Abschluss dieser Lehrzeit, 1963 war das, da bin ich, wie das damals üblich war, in die französische Schweiz gegangen, nach La Chaux-de-Fonds, und habe dort in einer großen Drogerie gearbeitet und meine ganze Freizeit in der evangelischen Stadtmission verbracht. Alles Deutschsprachige dort, und so kannst du dir vorstellen, wie ich dann Französisch gelernt habe, wenn ich in der Freizeit immer Deutsch gesprochen habe. Nun, das hat nichts zu sagen. Ich habe auf alle Fälle dort in dieser Zeit in La Chaux-de-Fonds von Gott den Ruf bekommen, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe eine chronische Krankheit und konnte mir das nicht vorstellen, dass ich damit einmal Pfarrer sein könnte. Aber dieses Reden Gottes in mir, das blieb, und ich habe Gott dann um Zeichen oder Wunder gebeten, Wochen, Monate lang, und nichts ist passiert. Und dann, als der letzte Termin, den ich Gott gesetzt hatte, 16. Juni 1963, weiß ich noch ganz genau, dann war ich so enttäuscht und sagte, also Gott, du bist nicht darauf eingegangen, und da komme ich nicht zur Ruhe. Und 3 Wochen später konnte ich nicht mehr anders als sagen, ich bin bereit mit allen Konsequenzen, ich will Theologie studieren und will Pfarrer werden. Wenige Wochen später sind dann Zeichen gekommen, die mir bestätigt haben, dass ich auf diesem richtigen Weg bin. Das ist für mich, für meine Person, wahrscheinlich auch etwas Entscheidendes gewesen, dass Gott mir keine Zeichen und Wunder gegeben hat für meine Entscheidung. Ich musste einfach gehorsam sein und erkennen, dass Gott zu mir sagt, schau, du stellst dich mir zur Verfügung und du bist mein Werkzeug, ich will durch dich reden. Du sollst einfach mein Sprachrohr sein. Und das hat mich begleitet durch mein ganzes Leben. Ich bin dann nach dem Theologiestudium 1969 habe ich dann die erste Gemeinde gehabt. Gemeindebezirk hat man damals gesagt, weil man verschiedene Predigtorte bediente. Und so bin ich dann im Laufe der Jahre, ich bin 39 Jahre Pfarrer der evangelisch-methodistischen Kirche gewesen. Zuerst 5 Jahre im Unteren Emmental, dann 8 Jahre im Vorort von Basel und dann 13 Jahre in Davos und noch einmal 13 Jahre im Emmental, im oberen Emmental. Und jetzt bin ich seit 12,5 Jahren im Ruhestand, das heißt Pfarrer IR, das heißt für mich in Rufdistanz. Und du lebst das, ich weiß das, du bist im Unruhestand. Ja, ich lasse mich, soweit es mir möglich ist und ich die Kraft habe, ich lasse mich rufen zum Dienst. Und IR heißt für mich auch in der reformierten Kirche, weil du bist in der reformierten Kirche in Brieg, hier im Oberwallis engagiert, besuchst du die Gottesdienste
und ja, heißt für mich auch IR in der reformierten Kirche. Wir werden später über die Ökumene noch sprechen. Walter, was heißt denn eigentlich jemand, der sich nicht auskennt, methodistisch? Das klingt nach Methode. Was bedeutet das? Das klingt ganz nach Methode und das hat auch den Ursprung in der Methode. Der Kirchengründer, sagt man, das ist John Wesley, zusammen mit seinem Bruder Charles, sie waren beides Pfarrer in der anglikanischen Kirche im 18. Jahrhundert. John Wesley ist 1703 geboren und die beiden haben mit einem Kreis von Studenten und jungen Pfarrern, hatten die in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts, so 1725 an, haben sie einen Kreis gebildet, einen Holy Club, einen heiligen Kreis, und haben den Tag begonnen in aller Frühe mit Beten, mit Fasten und mit dem Dienst an Menschen, an armen Menschen, an kranken Menschen, sind zu Gefangenen gegangen und erst nachher haben sie gefrühstückt und so. Sie haben ein ganz genau geordnetes Leben geführt. Daher methodistisch. Und dann haben sie den Namen, den Übernamen, den Spottnamen bekommen, das sind ja Methodisten. Also ein Spottname, man sagte den Pietisten, war ja auch ein Spottname. Und so und genau. Protestanten, genau so. Ja. Und auch die Wurzeln der evangelisch-methodistischen Kirche, es ist so, sie führt sich zurück auf die Reformation, es ist sehr, sehr wichtig, stellt Jesus Christus in den Mittelpunkt und ist daher mit allen anderen Konfessionen, christlichen, natürlich vollkommen kompatibel. Also die EMK ist auch Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen. Du bist ja bestens in der reformierten Kirche mit zu Hause. Also, und ich muss sagen, Charles Wesley, in unserem reformierten Gesangbuch in der Schweiz gibt es ein Lied, Weihnachtslied, unser Heiland ist nun da. Auf wen geht es zurück? Auf Charles Wesley, natürlich vom Englischen ins Deutsche übersetzt, aber es geht darauf zurück. Es ist da auch ein großer, lebendiger Austausch da. Wo würdest du sagen, Walter, ist jetzt aber der besondere Akzent der evangelisch-methodistischen Kirche? Was zeichnet sie jetzt von anderen Kirchen aus? Was ist der Schwerpunkt? Oder das zentrale Anliegen? Ja. Also von Organisationsform her kann man einmal sagen, wir sind wie die katholische Kirche eine Weltkirche. Wir sind nicht wie eine freie Gemeinde, einfach jede Gemeinde ist für sich autonom. Unabhängig, das ist nicht so. Wir sind auch nicht wie die reformierte Kirche, jetzt in der Schweiz eine kantonale Kirche. Wir sind auch nicht wie die christkatholische Kirche, eine nationale Kirche. Wir sind eine weltweite Kirche und wer bei uns Mitglied ist, der ist gleichzeitig auch Mitglied in der weltweiten methodistischen Kirche. Und wenn ich jetzt nach den Philippinen oder nach Moskau oder irgendwohin als Pfarrer gegangen wäre, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also eine große Gemeinschaft weltweit. Das ist, Also für den Aufbau wichtig. Was interessant ist, du hast die katholische Kirche genannt, was wir hier zum Beispiel in der reformierten Kirche in der Schweiz nicht haben, aber die EMK, es gibt zum Beispiel Bischöfe in der EMK. Ja. Stimmt das? Das stimmt. Und zwar die leitende Person. Also man kann ja auch sagen, der Primus inter pares, der erste unter vielen, das ist der Bischof. Und in der Regel ist es so, dass ein Bischof nicht auf Lebzeit gewählt ist, sondern 2 mal 4 Jahre hat, muss immer wieder gewählt werden, allenfalls 12 Jahre. Einzig der Bischof für die sogenannte Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa, und da gehört die Schweiz dazu. Dieser Bischof ist aus politischen Gründen vor 40, 50 Jahren auf Lebzeit gewählt. Aber das ist eine eigene Geschichte. Ja. Das ist interessant. Und sag so, die Struktur haben wir gesprochen, und in allen Ländern der Erde oder in vielen gibt es die EMK.
Wie sind so die Zahlen? Wie stark ist die EMK in Europa? Wie ist sie in Afrika? Ist durchaus unterschiedlich, oder? Ja, das ist sehr gut. Also, man muss sehen, es gibt zwei große Gebilde. Es gibt den sogenannten Weltrat der Methodisten. Dazu gehören meines Wissens etwa 76 verschiedene methodistische Kirchen, verschiedener Couleur, und man zählt je nachdem so 50 Millionen feste Mitglieder und 30 Millionen weitere Kirchenangehörige, also rund 80 Millionen sagt man. Und in diesem Weltrat der Methodisten ist die evangelisch-methodistische Kirche der größte Kirchenblock. Ja. Sie zählt weltweit etwa 12,5 Millionen Mitglieder, wobei sie hat ein enormes Wachstum, diese evangelisch-methodistische Kirche, in Afrika, in Asien, also Philippinen zum Beispiel, Korea, und ein enormer Niedergang in Westeuropa und in Amerika. Ja, also genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Also da, wo der Reichtum und Wohlstand zugenommen haben, da geht sie in den Keller, und da, wo Armut ist, da blüht sie auf und sie wächst unheimlich. Also es ist wirklich, ich habe auch Zahlen gelesen, in Afrika über 400%, in Asien über 100, 200%. Es ist genauso, wie du sagst, es ist so unterschiedlich. Also du hast gesagt, aus deinen Worten höre ich, es ist eine vielfältige Kirche, auch die methodistische Kirche. Es gibt verschiedenste Richtungen. Also man kann nicht sagen, es ist die methodistische Kirche, es gibt ja verschiedene Richtungen. Das ist eines der Kennzeichen. Ja. Es ist äußerst verschieden. Aber etwas, was sie natürlich von Anfang an ausgezeichnet hat, das ist der soziale Aspekt. Also das Hauptwort für John Wesley und auch jetzt für unsere Kirche überhaupt ist ein Wort von Apostel Paulus. Es geht um den Glauben, der in der Liebe tätig ist. Galater 5, Vers 4. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Also mein Glaube soll oder muss erfahrbar werden, wie ich lebe. Wie ich mit dem anderen, auch dem Schwachen, dem Ausgegrenzten zuwende. Und so ist eigentlich ja auch unsere Kirche damals in England entstanden, im Zeitalter der Industrialisierung, im ersten Teil des 18. Jahrhunderts. Da sind die großen Fabriken in der Umgebung der Städte geworden, und die Leute vom Land sind da in die Fabriken gekommen, aber bald gab es eine völlige Verelendung, und da hat sich eine Gruppe eben mit Wesley, mit diesen Methodisten, die haben sich nun für diese ausgegrenzt, für die armen Leute eingesetzt. Die schmutzigen Arbeiter durften ja nicht mehr in ihre anglikanische Kirche gehen, man wollte dort nur saubere Leute haben, und denen hat sich John Wesley und hat sich diese Gruppe angenommen. Das hat mich bei John Wesley in seiner Biografie immer sehr beeindruckt, dieses soziale Engagement neben der Predigt von Anfang an. Also das war ihm sehr, sehr wichtig. Das hat mich nachdrücklich auch immer beschäftigt. Und das hat jetzt zum Beispiel in der Schweiz hat sich auch gezeigt, oder? Wir haben verschiedene Spitäler, wir haben verschiedene Alters- und Pflegeheime, soziale Einrichtungen, noch und noch gibt es sehr viele Sachen. Es muss einfach Hand in Hand gehen. Der Glaube muss sich in der Tat erweisen. Absolut. Und sag jetzt, wir haben schon angetönt, aber was ist so der Unterschied jetzt zu anderen Kirchen? Was zeichnet die methodistische Kirche besonders aus? Zum Beispiel zu Freikirchen oder der reformierten Landeskirche. Ist da der Ablauf vom Gottesdienst? Ist der anders oder werden da andere Lieder gesungen? Wie kann ich mir das als Außenstehender vorstellen?
Ja, wenn ich gerade das letzte aufnehme wegen den Liedersingen, Ja. der Charles Wesley ist ja bekannt geworden als Liederdichter Oh, ja. und Komponist, hat über 6.500 Lieder gedichtet. Mal vorstellen. Und in reformierten Gesangbuch ein einziges. Ich hoffe, da kommen dann mit der Zeit doch auch noch weiter hinein. Es ist eine Singbewegung auch. Also der Glaube soll sich auch im Singen ausdrücken. Ich will dir einen Satz zitieren von Wesley über das Singen. Wenn Methodisten singen, dann räkeln sie sich nicht oder sitzen dabei in ungehöriger Haltung. Sie singen nicht schleppend und sich mühsam die einzelnen Worte abringend. Sie stehen vielmehr vor Gott und preisen ihn fröhlich und guten Mutes. Finde ich ein herrlicher Ausdruck. Ja. Es ist eine Singbewegung. Ja, und du strahlst es auch aus. Ich weiß, du singst sehr gerne weiter. Ja, das tue ich. Ja, also das ist wirklich auch neben Ja. der Predigt, dem sozialen Engagement, das Singen. Soll das bedeuten auch, dass in den Gottesdiensten auch besonders viel gesungen wird? In der Regel, ja. Ja, In der Regel, die Gottesdienste sind können frei gestaltet werden. Mhm. Aber es hat sich dann gezeigt in den letzten Jahren, dass viel Freiheit auch negativ sein kann. Mhm. Und gar keine Vorgaben. Ja, Ja. und so hat man sich jetzt einfach auch vor allem darauf festgelegt, es sollen vor allem 4 Teile in einem Gottesdienst in Erscheinung treten. Ja. Also diese 4 Teile, ich habe mir da die Notiz mitgenommen. Zuerst einmal der erste Teil Ankommen, also Gott bringt uns zusammen, wir kommen zusammen, Begrüßung, Lied, Gebet, Lesung und dann der zweite Teil ist das Hören. Gott spricht zu uns, also die Predigt. Und der dritte Teil ist Teilen. Gott verbindet uns miteinander. Und da ist wieder auch Gebet, Fürbittegebet und dann das Anteil geben. Also nicht nur Mitteilungen weitergeben, sondern den Leuten Gelegenheit geben, dass sie sich mitteilen können, dass sie Erlebnisse mitteilen können oder Gebetsanliegen einbringen können, wo man auch füreinander beten kann. Und der letzte Teil ist dann das Weitergehen, also Gott sendet und segnet uns. Das ist dann der Abschluss des Gottesdienstes. Also diese 4 Teile sollten einfach beachtet werden. Das ist interessant. Jetzt von der Dauer vom Gottesdienst, ist das so eine Stunde oder anderthalb, kann man das so sagen? Das ist unterschiedlich. Also wir sind nicht festgelegt darauf, aber in der Regel wird es so immer um eine Stunde sein. So eine Stunde, also wie jetzt in der reformierten Ja, Kirche ja, ungefähr. ja, ja. Und auch mit Orgel, mit einer Kirche oder ist es ein Versammlungsraum? Wie kann man sich... Also wir haben Kirchen, wir haben Kapellen, wir haben Versammlungsräume auch in der Schweiz. Ja. Wir haben Kirchen mit Glocken und auch solche ohne Glocken. Ja, also ganz große Vielfalt. Ja, es ist eine Ja. große Vielfalt. Ja. Und eben, es ist in der Regel eine große Freiheit einfach in diesen Gottesdiensten. Jetzt haben wir so gesprochen über die verschiedene Struktur, die Erscheinungsformen. Hast du den Eindruck, dass die methodistische Kirche eine Entwicklung durchgemacht hat, wie andere Kirchen natürlich auch, wie reformierte Kirchen, lutherische Kirchen? Wie siehst du die Entwicklung? Wohin könnte sich die methodistische Kirche noch weiter entwickeln? Was hast du für Gedanken an die Zukunft der EMK? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wenn ich sehe in der Schweiz oder auch in Deutschland, wie die Zahl dieser Gottesdienstbesucher auch und der Mitglieder einfach so stark abnimmt, da denke ich, es könnte doch wieder die Zeit kommen, wo man entdeckt, dass man eine Berufung hat,
Salz und Licht der Erde zu sein. Und Salz braucht es nicht in riesigen Mengen, Salz braucht es in kleinen Dosen, aber wirksamen Dosen. Und dass so die Methodisten zurückfinden zum Auftrag, wo will Gott mich haben, dass ich ihn durch mich wirken lasse, wie das Salz in der Suppe zur Wirkung kommt. Ja. Das erhoffe ich eigentlich. Also wir zählen heute nicht mehr gerne, also wir machen heute in unserer Kirche in der Schweiz nicht mehr gerne Statistik. Das bringt eigentlich überhaupt gar nichts, sondern es geht darum, dass wir erkennen, was ist der Auftrag, den Gott uns heute gibt. Und da sind viele Gemeinden jetzt in der Schweiz wirklich daran, ganz intensiv nach dem zu fragen, wozu hast du uns bestimmt, Herr, an diesem Ort, wo wir jetzt sind. Und das ist eine Frage ja an jede Kirche. Ja. Ja, aber bei der EMK ist es jetzt zugespitzt Ja. wirklich gestellt. Diese wichtige, entscheidende Frage nach dem Auftrag, nach der Berufung. Ja. 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 Ja, Walter, ich sage ein herzliches Dankeschön an dich. Danke, dass du uns Einblicke gegeben hast in die evangelisch-methodistische Kirche. Ich wünsche dir weiterhin so viel Ausstrahlung, so viel ökumenische Ausstrahlung, auch so ein gutes Miteinander mit den anderen Kirchen. Sag merci vielmal und bis auf ein anderes Mal. Vielen herzlichen Dank. Hat mich gefreut.